Wir haben ein Jahr an der Chambre geschafft, es war viel Arbeit, es war anstrengende Zeit, es war auch nicht immer ganz klar, wenn ich oder die Jourstunden, die Jour von der Chambre sind jeweils ganz kurzfristig geändert gehen. Ein Beispiel war Präsentation Rapport Maringo, donnerstags morgens halb 10 sind wir gewohnt, dass die Regierung will, dass das des morgens präsentiert wird. Dass man dann donnerstags mittags darüber diskutieren. An einer Woche, die sowieso schon chargiert wird, weil man ein bisschen weiß, wie wenig die Chambre sich her über die eigenen Kalender ist. Du hättest ja auch können und so, wir wollen das im Detail selber dezidieren. Malheureusement, Verhältnisse sind sie, wie sie sind, und wir haben das misstrauisch. Was dann zu ganz komischen Interviewen auf in der Moment geführt. Zu unserer Arbeit aber. Wir haben 5 Propositionen de loi déposées letztes Jahr. Davon 2, wo ich von als Co-Autor war, weil das so echte Majoritäts- oder unanim Decisionen waren. Wenn ich das vergleicht, Center, dass man in der Chambre sind, haben wir 14 Propositionen de loi déposées. Davon 4 als Co-Autor, das ist mir rund ein Drittel mit letztes Jahr gemacht, weil sich plus minus mit dem deckt, was man hätte nicht mehr. Letztes Jahr gab es am ganzen 17 Propositionen de loi déposées von Deputierten, das ist mit unseren 5 decken wir 29,41% von allen Propositionen de loi und der Proposition de Reglement auf. Wenn wir just gucken, wo wir das allein gemacht haben, sind noch immer 17,65%. So deutlich mehr als 3,33%, die man Deputierte stellen. Vielleicht eine Invitation an eine Kollegin aus den anderen Parteien, eine Proposition de loi schreiben, das ist nicht so schwer. Was schwer ist, ist nur das Jugement vom Staatsrat zu übernehmen. Das teilst du das, was nass, und da muss ich dann wieder. Ich meine, dass das aber bis dahin immer ganz gut gehen ist, und ein Parlament, ein parlamentarisches Arbeitszeichen sich darüber raus, wie aktiv ein Tier vom Parlamentarismus nutzt, und zwar alle Tiere. Das geht von Emotionen, über Propositionen de loi, über die Interventionen, die so am Plenum möchte. Zu den Motionen, wir haben das letztes Jahr 33 deposiert, davon sind 4 direkt zugeholt gehen, und 3 sind an die Kommission verwiesen, von denen dann 2 nach einem Jahr den Weg zu einem Wort positiv von tun. Das bringt uns dann auf 6 von 33, die geholt werden. Am Ganzen dürfen da 273, das heißt, wir haben 12,09% von den Motionen, du hast das so Urwend von den Jahren Indikatoren. Wir haben natürlich ein drittes Kommuniqué geschickt, die haben alle gut gekriegt, die haben alle gut gesehen. Das heißt, ich meine, ich habe keine Sorge, dass die müsst ja alle gut gesehen haben. Vielleicht tun ein paar Sachen, ein paar Highlights, Verschlüsselung, End-to-End-Encryption von Chats, von der Europäischen Kommission und Conseil und der Umschaffung geschafft wird. Wir hatten natürlich über die Übertragung vom zweiten Etat der Krise kommuniziert, die Regierung, die im November gemeint hat, sie könnte vielleicht eine zweite Etat der Krise ausrufen. Wir haben jetzt im Reflexionsabri gefordert, eine moderne Fair-Kammer-Betreuung zur Steuerpolitik kommuniziert, zwar den wichtigen Themen letztes Jahr. Bei den Coupéen stand gestern Abend, weil das schon nicht mehr ist, weil die sich schon die nächste rausgehen, war es so, dass am ganzen 1886 gestartet gelaufen, und wir haben als Piraten da 27 gestartet, und dann waren sie einzelne abschließen 155 Mischer und 160 für den Markt. Davon waren da 48 Urgent. Wir haben einen guten Teil von der Urgenz nun erkannt. Das ist nicht immer ganz transparent, für was Urgenz oder für was nicht Urgenz. Ich kann mich nur abregen. Ich meine nicht, das ist besser für meinen Blutdruck. Wir zusammen haben wir 15% von allen Questions Parlamentären an der Chambre gestaltet. An alle mündlichen Fragestunden, an allen, wir haben ein paar Elargien gestaltet, und für den Rest halt Questions Kriten. Dann, schon viel gesagt, alle Outils vom Parlamentarismus nutzen, das ist natürlich auch das, was an der Kommission geschieht. Wir schaffen an der Kommission mit, wir sind ganz aktiv an der Kommission, und leider gesagt, dass du brauchst nicht. Die Kommission ist das die undankbarste Arbeit vom Parlamentarismus zu Lützenburg, weil die Retombee meistens
also zumindest die visiblere Ton wie null aus. Hier unterstützen wir mit Vehemenz eine Forderung, die CSV abrüstet als Motion, als Resolution, die wir aber auch schon am Wahlprogramm schon hatten, nämlich, dass Kommissionen öffentlich sind. Kann keiner so, dass es unmöglich ist, zwei Streamen und parallel auf dem Internet zu setzen. Kann keiner so, gerade wenn wir WebEx haben, wo ihr mit einem Knäppchen könnt so, wir streamen das auf allen möglichen Internet sieht, dass das unmöglich ist. Ich kann das technisch nicht verstehen, ich kann politisch nicht verstehen. Hier wird auf Zeit gespielt, hier wird probiert zu verhindern, Transparenz an der Kommission walten zu lassen. Weil ganz ehrlich, wenn den Hans geht froh von Majoritätsdeputierten und teilweise von den Rapportern an der Kommission hören, dann gebe ich nur sich Fragen zu stellen, wie gut zu präpariert werden. Das ist nicht immer einfach, sich für alle Kommissionen zu präparieren. Mit das definitiv möglich, sich für die Kommission zu präparieren, auch wenn ich nicht zu zwei ist, an der Haltung des Observateurs. Du wäre dann eventuell gut, wenn nicht immer Kommissionen zeitgleich wären. Schon mal mystisch vielleicht auch ein vorstellen, ob es nach zeitgemäß ist, als das Halbtagsparlament zu gesehen, wenn Kommissionen meines Monats nach durchhängen, auf Freitags um 5 Uhr abhalten. Das ist echt ein Vollzeitpensum wie ein Teilzeitpensum. Hier vielleicht auch ein Appell an Kollegen aus den anderen Parteien, dass sie sich Strom stellen, ob ich nicht von den 20 Stunden Congé Politik, die im Moment gehen, de facto geht, für die gerade auch Leute, die aus der Privatwirtschaft kommen, zu ermöglichen, tatsächlich auch noch in der Kommission zu wählen. Das Haut war nicht wie möglich. Ich gucke just letzte Woche, wir hatten deutlich über 20 Stunden allein Plenarsitzungen, da kann ich nicht davon ausgehen, dass die mal 20 Stunden rauskommen. Loma ja wirklich Schweizer, mindestens mal einen leckeren Moment, wo wir wissen, wie das geht. Hoffen wir. Änderungen der Regierungstexte haben wir aber trotzdem abgerutscht an durchkriegt an der Kommission, hauptsächlich an der Santé-Kommission, hauptsächlich an den Covid-Texte. Wir haben als Gegenregister am Horeca-Sektor durchsetzen, das heißt, wir haben fertig die Disposition, die ursprünglich schwer war, rauszustreichen. In der generellen Mediatenschutz gesagt, für eine bessere Protektion von Lohnen, ich meine, da war ein größerer Kampf an der Plenären umgegangen. Wir haben dann noch fertig für einen besseren Text rauszukriegen, wie ein Rakomos. Wir haben uns für Klarstellungen bei der Kreizimpfung gesagt, etwas weiter noch immer ein Problem ist, weil man wirklich ganz gut müssen aufpassen, dass die Leute, die man heute zuletzt mit Kreizimpfungen impfen, auch am Ausland keine Notenangabe kriegen. So wie der Moment ausgesagt, schenken wir Zertifikate auszustellen, die gar nicht aufweisen, dass eine Kreizimpfung ist, dass Schipperin, die eine Kreizimpfung kriegt, wo sich ruhig kann schlafen, weil für ein Land, das ein Zertifikat checkt, sieht so aus, als wären genau nur System geimpft gehen. Ob das so ganz legal und proper ist, j'en doute. Aber das zumindest mal das System wie ein scheinbar funktioniert, die Zertifikate, die ich gesehen habe, von gekreizimpften Leuten, also so, dass es ausgesagt wird, wenn sie 2 Dosen vom nämlichen Impfstoff gekriegt hätten. Wie gesagt, wir haben uns dafür gesagt, dass die Strafen am Horeca-Sektor adaptiert, mesuriert, für allem auch um die richtigen Leute gehen. Dass bei Verfehlungen von den Klienten sind, die bestraft gehen, aber bei Verfehlungen von wir das den bestraft. Wir sind nicht da für Police zu spielen, aber muss ich einfach so, dass die Mesure nicht aufs Domit geholt werden. Wir sind nicht immer mit allen Mesuren einverstanden, wenn eine Mesure da ist, muss die Strafe dazu proportioniert sein. Da haben wir also die Pferdespur doch durch darauf hinweisen, dass da Inkohärenz gibt, das adaptiert zu kriegen. Und dann die Großthemen nach gucken, habe ich mal 5 notiert. Fangen vielleicht von innen an. Den dann soll gut am Kap ist Covid ist noch nicht ausgestanden. Wir müssen vigilant bleiben, ob das über die Proportionalität von der Mesure geht, Mesure generell oder im Datenschutz. Der Covid ist noch nicht drüber, an den feiert Welt kann sich immer noch produzieren und nicht passen. Ich meine, wir sind eine von den Parteien, die sich von Anfang an der Chambre für Wissenschaftlichkeit gesagt haben, wir müssen als Indikatoren tracken,
Aber wir müssen für allem, und das ist eine Revendikation, die wir seit über einem Jahr machen, die Regierung soll ganz transparent kommunizieren, welche Indikatoren zu welchem Zeitpunkt sie als problematisch gesehen. So, das ganz gleich gesagt, ja, es sind nicht die Inzidenzen. Und ich gehe ihnen zu recht. Es sind halt nicht die Inzidenzen, die man muss gucken, es sind halt Hospitalisationen für alle Intensivstationen, die man muss gucken. Auch an einer Grippewelle, aber mittlerweile dank den Impfungen, kommen wir an eine Situation, wo Covid immer mehr endemisch ist und nicht mehr pandemisch, zumindest in Europa. Afrika sieht leider desaströs aus. Muss ich so, sobald eine Krankheit endemisch ist, muss man auch damit umgehen wie eine endemische Krankheit und nicht wie eine pandemische Krankheit. Das ist wichtig, dass man da Indikatoren der proper tracken und dann noch die nötigen Konsequenzen ausziehen. Und der Hoffnung, keine feierte Welt zu kreieren, eigentlich ist es wichtig, dass wir trotzdem aufpassen. Alle gut. Covid-Check anhalten, impfen lassen, sich testen lassen, wenn man sich nicht impfen kann lassen. Und generell nicht nur Party machen zu 500 irgendwo anders. Dann zur Chambre interne. Wir brauchen ein Transparenzregister. Wir brauchen den Lobbyregister oder Transparenzregister, wie genannt wird. Und ich verstehe nicht, wie DP und CSV das noch immer blockieren können. Ich meine, das ist die erste Kehr an der Geschichte von der Chambre, wo es geschieht, als dass nur dem ein Rapport gestimmt wird. Nur dem der Punkt schon im Ordre du Jour steht, für gestimmt zu gehen, in einem Rufgrund. Für Lohn einen Kopf gemacht. Ich meine, das ist ein absolut Premier, und ich freue mich ganz seriös, wen wird hier was zu verstoppen? Wen will sich hier an etwas verstoppen, mit einem fadenscheinischen Argument? Für uns als klar, ein Deputierten soll sich nicht an irgendeinem Formalismus verstoppen. Wir sollen transparent auflegen, mit wem man sich gesagt hat, wenn über Texte schwätzt. Dann muss die Chambre auch endlich eine seriöse Lösung für eine Reklame kommen. Das ist immer komisch, von sich selber, von einer Rede, die nur einen selber benannt ist, zu schwätzen. Wir brauchen eine Lösung. Wir doktern seit Moment darunter, wie die Chambre Access zu Dokumenten kriegt. Es schenkt sich eine Lösung aufzuzeichnen. Wir wollen nicht so, es schenkt sich eine Lösung aufzuzeichnen, dann heißt das noch nicht, dass eine Lösung da ist. Ich habe bis vor 2 Wochen noch gedacht, dass eine Lösung für ein Transparenzregister hat. Resultat, das ist noch nicht da. Wir haben uns nicht mal den Courage geholt, für als Deklaration d'intérêt financier besser zu machen. Indem wir Congé Politik zum Beispiel müssen gehen, indem wir klar machen, dass Dividenden als Societäten müssen gehen. Das fehlt. Nichtsdestotrotz schenkt sich die wenigst darunter zu stecken. Und dann, wenn wir schon über Parlamentarismus schwätzen und über wie seriös wir selber wollen, dann muss man sich einfach vorstellen, wie seriös die Regierung schon macht. Das die schon hören, für die bei der CSV waren. Ich fand es ganz dramatisch und wegen Selbstverständlichkeit, die Regierung meint, das Parlament nicht wichtig ist. Wertfänger, ja, Légèreté, ein Minister auf Radiosender geht, ein Lied. Und so das nicht einfach so. Zitat war, es gab kein Froh an der Chambre gestaltet, dafür nicht bis den Ende. Bon. Das sind Alternativfakten. Das ist Trumpism von erster Klasse. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein DP-Minister und Trump ein Vergleich gibt. Wir haben es immer so bei. Im Radio zu behaupten, es wäre kein Frohbestand gibt. Wenn wir wie am Fußball den Videobeweis haben, dass konkret frohe Gestalt geben. Ist das nicht nur penibel, mit das gefährliche Demokratie. Weil aus sich sollte ein Minister nicht einfach für so eine Petitesse Radio lehren. So hat ja keiner so, ich habe keinen Bock zu antworten.
Das wäre ehrlich gewesen. Weil das hat zum Manifest man den auch nicht Bock zu antworten. Mir hat keine frohe Gestalt gibt. Und auch nach der namentlich Deputierten umzugehen. Es wäre nicht so gewesen, wie man so falsch ist. Sie hätte nicht nur gelauscht, weil die man so falsch ist, weil ich kann nicht wahrscheinlich besser erzählen, weil es an hierarchiert gezielt wird, wie sie selber, wenn sie ihr iPad nicht für uns gestohlen hat. Da fand ich das dramatisch. Schön an der Chambre gesagt, das falsch nicht an der Chambre zu antworten, weil er noch viel mehr falsch ist. Und definitiv ein Zeichen von falschem Demokratieverständnis ist, als wenn ihn dann auch noch meint, die betroffenen Leute, plus ein elargierter Zirkel davon auf Social Media müssen zu blocken, da das einfach just nach kannerisch. Und ich muss so schon dafür wenig verstehst du mich, für Deputierte und Journalisten von einem Kommunikationskanal von einem Regierungsmember auszuschließen. Du gibt übrigens in Amerika ein paar interessante Jugementen, ob das erlaubt ist oder nicht. Ich kann ich aber nur schon sagen, ich werde nicht auf Gericht gehen, da man dann keinen interessante Twitter-Feed zu sehen. Die Zeit kann ich mir sparen.